Ganz wichtig für uns, auch für unsere heutige Zeit, ja, dass wir das studieren in der Bibel. Ne? Nicht mit Spekulation oder was weiß ich irgendwie, sondern rein das, ne, was ja Jesus gesagt hat, der Heilige Geist würde kommen, ne, würde uns in alle Wahrheit leiten und würde das Zukünftige offenbaren. Ja. Und das finden wir eben bei Paulus, das finden wir im Buch der Offenbarung, das finden wir auch in den Propheten. Und das sollten wir wirklich intensiv leben, studieren und auch darauf unser Leben ausrichten. Deshalb ist es auch wichtig, Prophetie zu studieren. Das Genau. wird ja oft so abgetan. Ja, Also, ja, das ist alles unwichtig, es geht um das Jetzt. genau. Und das zeigt ja genau erfüllte Prophetie. Eben nochmals. Mhm. Ja, wenn das sich ja alles erfüllt hat. Ich hatte jetzt gerade mich mit Daniel 11 beschäftigt neulich. Das ist so viel erfüllte Prophetie, bis in Punkt, Ja. Details genau. Das haben die da erlebt auch, eben in der Gegenwart Hesekiels und so. Mhm. Und wenn sich das ja alles erfüllt hat, Mhm. ja, dann wird zu 100% sich das Zukünftige auch erfüllen, weil Ja. es war alles vorausgesagt, alles ist eingetroffen. Ganz Das ist ja klar. auch wieder wachrüttelnd für die Menschheit, auch in der heutigen Zeit. Was in der Bibel steht, erfüllt sich und da hat man Orientierung auch für das Durcheinander im Heute. Genau, das ist ja Das ganz ist wichtig schön. für uns heute, ja. Und ich denke auch gerade dran, mit dieser ganzen Wegführung und dann auch wieder diese Rückführung, die Hesekiel prophezeit hat, ja. Er ging ja noch viel weiter. Wir sehen da ja verschiedene Niveaus von der Erfüllung, ja. Zum Beispiel zur Zeit Nehemias und Esras, das war ja dann eine kleine Rückführung. Also wir wissen ja aus der Statistik da in Nehemia, Esra, diese ganzen Leute, die da aufgezählt waren, das waren ja knapp so 60.000 in 100 Jahren. Das war ein kleines Häuflein, ein miserables Häuflein. Vielleicht kamen noch ein paar andere dazu. Einige blieben ja in Israel, ne? Du hast ja auch gesagt, die hatten es gut dort. Genau. Das war nicht so Viele einfach blieben. dann zu gehen, viele sind dort geblieben. Genau, ja, ja. Ich habe da auch gelesen, dass der babylonische Talmud dort dann geschrieben wurde und Ja. all diese Dinge. Aber auch mit diesem, sagen wir mal, mit diesem elenden Häufchen, wie es ja schon in 5. Mose 28, wo sie vorgewarnt waren, dieses kleine Häufchen, ich denke, es kamen noch Leute, die in Israel blieben dazu und dann noch manche vielleicht aus den naheliegenden Ländern. Und das hat dann Gott gebraucht, damit das Israel wieder gebildet wurde und Jesus dann in Bethlehem auf die Welt kam. Oder? Das war ganz wichtig. Ja. Und Israel war dann wieder da, war wieder hergestellt, ne, ist dann gewachsen. Zur Zeit Jesu gab es dort rund 2,5 Millionen Juden in Israel. Und dann geht es natürlich weiter. Ich denke, Hesekiel, er schaut ja noch viel weiter. Ne? Bei ihm geht es ja bis zum himmlischen Jerusalem. Ja? Und ich denke dann, er spricht auch an einigen Stellen ganz klar von dieser letzten globalen, weltweiten Rückkehr. Das ist ganz wichtig auch für uns.